Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. Ich will ein weiteres Thema aufbringen, was vielleicht für den einen und den anderen von Interesse ist. Besonders für die Leute, die sich so gerne totschlagen. Ich höre oft an der Esoterik, an der New Age Esoterik und an der Neospiritualität, dass das, was du draußen lässt, dass das als Balance spiegelt. Dabei erlebe ich verschiedene Reaktionen bei den Leuten, mit denen ich nicht ganz einverstanden bin. Nicht, dass ich den Leuten schuld gehe, aber sie haben wie immer nicht das ganze Bild umschirmen, weil nämlich die uns erklären, dass die Welt als just selber spiegelt, eigentlich in einer Weise hat der Fokus just auf die Sachen zu sitzen, die negativ sind, beziehungsweise die darauf hinweisen, dass mehr Schuld in dem Sinn, was in unserem Leben gerade los ist. Ich will das ganz gerne ein bisschen mehr global gucken und einfach ein bisschen auseinanderdröseln, weil es weiß daran extrem, wie selektiv New Age Esoterik mit verschiedenen Sachen umgeht. Wenn wir eine aggressive Situation draußen haben, ja, da sind Sachen, echt Dinge, die sich freuen, das ist effektiv. Inwiefern ist das, was da als Aggression gewiesen wird, nicht wirklich etwas, was bei uns dran auch ein Thema ist. Ich erlebe das in einer kleinen Version des Öfteren mit dem Thema, wenn Eltern sich bei mir beschweren, dass Kummer von den Kindern nicht aufgeräumt ist. Aber wenn sie dann darauf ausschwätzen, wie alt kann das, was das ziehen, und dann schwätzen sie dann darauf an, wie den Kummer ausgesehen, wo sie das ziehen was, da stellen wir fest, dass das effektiv Sachen sind, die noch nicht geklärt sind. Das ist aber nur ein minimaler Punkt in der Geschichte. Wenn wir an einer Situation sind, die von außen viele Sachen weiß, wo man so, also das wollte ich einfach nicht, wie ich gesagt habe, wenn ich immer mal ein bisschen dran gucken, also manage es nicht einfach. Aber nur den Gedanken zu zerdenken und zu mengen, nun muss ich alles machen, für das nicht mehr viel könnt, das bringt ein ganz anderes Problem rum. Und zwar das Problem, die Sachen aus der Face zu gehen. Und das ist etwas, was ich ganz oft erlebe. Das heißt, wir haben bei ganz vielen Leuten den Hocken, dass am Esoterischen mit dem Glaubenssatz gefiedert gehen, wenn ich ein ganz guter Mensch bin, dann kann mir von außen nichts Böses mir geschehen. Aber wenn mir von außen etwas Böses geschieht, dann bedeutet das just, dass ich ein böser Mensch bin. Es ist schon eine schlechte Nachricht für euch. Der kann so gut sein wie der Welt. Wenn ein Tsunami kennt, dann wäre der noch. Wenn die beste Mensch auf der Welt ist, und es geht ein Sturm durch die Straße, dann lässt der Sturm das Haus nicht aus. Heißt das, dass er ein schlechter Mensch ist? Nein. Es heißt, dass vielleicht etwas mehr mit der Übertragung muss geholt gehen. Und das geht ganz oft aus der Face gelos. Wenn wir über das Undeler schwätzen, dann schwätzen wir über das Schild, besonders an der New Age Esoterik, also Humor Schild, wo wir all das Beste von uns zu Schild platzieren. Wir haben ein inneres Kind, das die ganze Zeit muss getragen, aber betüttelt Kind, und das sind wir durch. Also gut, wenn wir hier gehen und wir gucken uns die ganzen Deler an, von welchen, was die Undeler sind, lassen wir etwas aus der Face, was der Carl Gustav Jung aber 100% Schmatt an Boot geholt hat. Als höhere Selbst. Ich höre Seelen bei den Leuten von der Schwätzen. Ja, wir haben die Leute, die das höhere Selbst, also das Selbst, gegen die bösen Ego stellen. Da sind wir an den ganzen Dingen von welchen gut und bösen, die nicht existieren. Aber was den höheren Selbst an dem Ganzen mischt, das geht gar nicht betäuscht oder beziehungsweise gezielt erklärt. Ich probiere mal auf eine ganz einfache Weise zu erklären. Wir sind als Wesen eine Seele, die, wenn sie keinen Körper hat, auf anderen Ebenen eine Entscheidung trifft, was sie will an dem nächsten Leben lehren. Und dann geht ein Teil von der Seele
nicht die ganze, weil die ganze ist mit dem gesamten Universum verbunden, da ist das ganze Universum an den E-Körper passen. Da geht ein Teil von der Seele, die geht an den Körper. Das ist ein bisschen so, das heißt nicht im SOS-Avatar, und das heißt auch nicht an den Internet-Seiten-Avatar. Das ist, wie dem Moment, wo ich schwätze, das ist ein Teil von mir an dem Internet NRW. Oder ich kann ein Computerspiel haben, und da sehe ich eine Persönlichkeit, die ich spielen. Und genauso spielt als Seele über die Verbindung, die unten darstellt von unserer Psyche, als Körper an diesem Spiel, was wir Leben nennen. An der gesagt das ganze Bild. Das heißt, wenn wir eine Situation haben, die negativ ist, dann ist das eine Challenge. So wie da an einem Spiel der Boss hat, dem da 3-4 Level gemäht hat, an dem da beginnt, den ein bisschen mehr Knackpunkt, den Challenge, wo der sagt, yes, und nun steht auch gepackt, voilà. Das ist ähnlich zu verstehen. Das sind als Boss-Leveln, die wirklich Katastrophen, die du siehst. Das ist nicht, dass wir hier sind, für denen aus der Face zu gehen. Wir sind da, für sie als Challenge zu verstehen und zu lernen, sie zu gerieren. Für das, wenn sie herumkommen, dass wir sie Ähnliches betrachten und vielleicht probieren, Ähnliches zu machen umzugehen. Das ist übrigens etwas, was ich an der taoistischen Numerologie begegnet sind, von wegen, dass sie zum Beispiel so, wenn also ein 1 tut, und dann hört ihn ein 10, und dann hört ihn ein 100, dann ist das eigentlich schon ein Tour, den sich gemäht hat. Das heißt, das ist der erste Kehr, wo wir bei einer Situation treffen, und dann machen wir den Zyklus 10, das ist der nächste Kehr, und dann sagen wir, oh, schon ein Déjà-vu, und da kommt 100, und da seht ihr, da hat man schon, die letzte Kehr, das nicht funktioniert, und da kommt 1000, und da probiert ihr nicht ernstes, 10.000, bis irgendwie nie hat den irgend von den Zöllen erwischt, wo ihr seht, die Touren, die ihr gemäht hat, wo ihr seht, ich brauche mich eigentlich doch über nicht mehr abzuregen. Eigentlich weiß ich, wie es ausgeht, wann ich so und so damit nicht gehen. An der Bibel ist das kein Challenge mehr, es gehört zu der Normalität. Das heißt, ich gebe euch mal auf den Weg gehen, dass wenn er an so Situationen kommt, die richtige Maß von Ausgewogenheit zwischen sich selber zu hinterfragen, Sachen bei sich selber zu klären, die noch zu klären sind, und am Rest probieren, etwas Ähnliches auszuprobieren, ohne dass die Gedanke kommt, dass das irgendetwas mit Schuld zu tun hat, irgendetwas mit einem schlechten Karma. Und auch da will ich eine Klammer kurz abmachen. Die Gedanken an die Idee, die wir hier in Europa haben, was Karma ist, hat nichts mit Karma zu tun. Das hat irgendein Strafverfahren wie von wegen, an dem wir festhängen, aber das hat einfach ein Ding ist, wo sich selbst gesagt hat, dass da ist eine Erfahrung, die für mich wichtig ist, und ich will lernen, die zu gerieren, für sie an die Erkenntnis, mit an die nächste Leben und mit an die Unität vom Universum mit heranzuholen. Strafe und Schuld kommt aus den christlichen Religionen, aus den monotheistisch-patriarchalischen Religionen. Sie werden erst nicht bringen, aber wenn er erst selber der Wind jugiert, dann macht er erst eine Situation nach mir schwer, wie sie ist. Weil dann meint er nämlich, der müsste erdulden, aber wenn er bis raus wird, müsste er alles machen, für so eine Situation die nächste Kehr aus der Face zu gehen. Aber wenn er probiert, aus der Face zu gehen, was also mehr eine Fluchtreaktion absetzt, was er das Innerbewusstsein mehr damit dafür hat, genau die Situation nachher zu erschaffen. Das gibt ja vielleicht einen Blick von wegen, wie der Spiegel wirklich funktioniert. Ja, das ist ein Spiegel, aber das ist nicht immer ein Spiegel von dem, was wir hier sehen, was wir hier verdrängt und was wir hier von Traumata hatten. Der Spiegel ist viel mehr groß. Das ist ein bisschen so, wie wenn da für einen Spiegel steht und der guckt erst street an Gesicht und dann könnt ihr sehen, ob die erreckelt ein bisschen, dass du auch das Gesicht was hinten drin ist. Und dann holt er vielleicht ein bisschen den Druck heraus, dass das, was an ihrem Leben geschieht, alles just schuld ist. So der Challenge accepted. Ich hoffe, das geht euch etwas Kleines mit auf den Weg. Und wie immer, vielen merci für das Nullausteren. Schöne Mittag, schönen Abend, und gute Nacht.